begrüße euch zurück zu einer neuen Episode von Anno 1800. In der letzten Folge haben wir es geschafft, zumindest ein Luftschiff-Hangar zu bauen. Luftschiff selbst müssen wir auch noch irgendwie herstellen. Und ja, ich bin vor allem gespannt, wie dann überhaupt der Austausch stattfinden wird zwischen den Luftschiffen. Oder wird zwischen Luftschiff-Hangar und Luftschiff sein oder zwischen Luftschiff und normalem Kontor. Das müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen zu Gemüte führen. Und da bin ich ja eigentlich dran in der alten Welt unter anderem. Wir sehen es auch hier. Ich habe da wieder die Ingenieure in Kraft gesetzt. Da ist eigentlich also wieder Picobello, weil sie ja wieder die Brillen haben. Kaffee habe ich euch ja verboten, den kriegt ihr nicht mehr. Weil der Kaffee ist eigentlich für euch vorgesehen. Eigentlich. So, dann haben wir ja noch was anderes mit Schokolade und Zigarren. Ich will erstmal ganz kurz gucken. Ich weiß wohl nicht groß irgendwie was machen. Noch groß optimieren und so, aber ich muss trotzdem mal ein bisschen noch reingucken. Meine Brillen, Hochräder, ist nicht perfekt, aber kann schlechter sein. Kaffee ist da einigermaßen gut. Glühbirnen, Dingsbums hier, da ist eigentlich gar nicht so schlecht. Trotz allem. Also ich glaube auch, wenn wir ab und zu in der neuen Welt ein Problem haben, wie zum Beispiel hier jetzt wieder, weil es an Tortillas, es fehlen Bananen, etc. etc. Klappt es offenbar doch ganz gut. Bringen Sie die Menschen hier zusammen. Da liegt es daran, dass es gar nicht funktionieren kann, weil ich grundsätzlich zu wenig habe, zu wenig Obreros, weil ich habe natürlich jetzt alles ziemlich viel geklaut. Alles bereit. Das sind Hüten irritieren mich ein bisschen. Wieso haben die plötzlich so wenig Melonen, die sie liefern? Oder liegt es daran, weil ich hier unten auch noch Melonen brauche? Melonen-Eis! Oder wie ging der Spruch? Naja. Okay, hier will ich sowieso nicht zu viel anfassen, weil das ist eine Langzeitaufgabe, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Aber wir haben... Oh Gott, sagen, ist wieder ein Schiff unterwegs. Nee. Wir haben hier ein Schiff. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Der soll ja nachher in die Arktis gehen. Dementsprechend kann es nicht schaden, noch ein bisschen was mitzunehmen. Das Schiff für die Arktis soll, also der hier für die Handelsroute, zwischen Alte Welt und Arktis soll ja vor allem diese 4 Waren liefern. Eigentlich. Also da heißt, die Dinger soll ich eigentlich nicht über das Schiff holen. Ja, und später schon, aber nicht momentan. Momentan eigentlich nicht. Und deswegen mal gucken. Das Ziegel brauchen wir da oben offenbar gar nie welches. Frage mich warum. Nehmen wir was davon mit und dann, ja, bauen halt ein bisschen davon. Segeln dann so schon mit. Wir können vielleicht, ja, haben wir da oben überhaupt Probleme? Ja gut, kommen immer schwere Geschütze mit. Lass den vielleicht weg, weil ich habe ja jetzt andere Schiffchen. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Noch eine Berühmtheit, eben diese Berühmtheiten, nee. Die sollen schön da waren, wo sie gerade sind. So. Zurück zur Arktis. Wie sieht es hier nochmal ganz kurz repetitiv gesehen aus? Wir haben... Bei vielen Sachen sind noch stagniert. Ne, eigentlich läuft es ja. Stahlbeton ist auch gut, Maschinen. Ja, okay. Wieder Geschütze kommen, falls ich hier irgendwie was zum Schützen brauche. Ich bin mir da zwar nicht so ganz sicher, aber könnte ja sein. So. Was ich sicher brauche, ist Holz und dann vielleicht noch ein bisschen Stahl. Ja, komm. Gehen wir hier oben hoch und gucken mal wegen da, was wir noch so machen können. Gut. Dann mit den Kohlen. Da sieht es sehr gut aus. Kunststück, denn wir haben ja jetzt auch 3, 4, 5, also hier oben haben wir 6 Stück, war. 6 plus hier unten nochmal 2. Also eigentlich so gesehen alles super. Und ich wollte hier unten auch noch gucken wegen der Bärenjagd, die ja so immens viel Platz braucht. Und man sich fragt, hey, muss es überhaupt sein? Die brauchen sicher auch Wärme. Heißen das theoretisch? Ey, wir können es halt einfach überall hinbauen, wa? Wenn die trotzdem Wärme brauchen, ist das doch ein scheiß Problem, ganz ehrlich.
Du kannst zum Beispiel hinbauen und es ist gar kein Problem mit der Wärme. Oder mit dem Platz. Hä? Okay. Ich versuche auch mal was. Ich baue hier noch eine hin und sage irgendwie, keine Ahnung. Ich kann ja hier im Heizofen sagen, wir bauen in die Mitte. Das Hütchen hätte ich da. Mache ich da keine Anbindung? Der braucht... Aha. Ja doch, logisch war auch hier. Die müssen irgendwie die Heizung verlegen können, ne? Sagen wir mal so. Also gefallen tut's mir persönlich jetzt nicht so sehr. Ich darf mal die mal, ja, so ein. So, oh. Was viele Techniker haben, immer noch, obwohl die ich schon downgegradet habe vor allem. Ewig könnte ich hier nicht. Echt nicht viel, das ist krass. So. Wir versuchen beieinander zu... Okay, sie frieren, obwohl Das ist sie keine da ein schöne Ding Arbeit, haben, reicht's aber nicht aus, wa? Irgendwer muss sie erledigen. Die Frage ist, könnt ihr nicht, da könnt ihr es jetzt nicht hinsetzen. Also ist hier eigentlich schon gut. Jetzt die Frage, kann ich den auch da unten hinsetzen? Der holt sich ja jetzt die Kohle von hier und beheizt da. Kommt entsprechend auch bis dahin. Dann wird das hier auch funktionieren. Da muss ich nochmal ran, war das klappt irgendwie hier oben so nicht so sehr. Hey, weg da, Junge! Ich bin kein Junge, ich bin schon ein Mann! So, komm, mach ein bisschen hin hier. Ich will auf die Bärenjagd. Das müssen wir mal versuchen. So. Jetzt haben wir ein bisschen Arbeitskraft. Jo, ich weiß. Ich weiß, der Preis ist heiß. Wir fangen Bären. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß, der Preis ist heiß. Es fehlen noch ein paar Dinger. Mal hier hinwechseln zum Gucken, wann der kommen könnte. Ich habe jetzt einmal die Polarwacht hingepflanzt, aber könnt ihr auch irgendwo anders hin tun, oder? Eigentlich doch. Klar war immer mal ein bisschen mehr Bewohner und so hier und da, aber... Oh. Wenn ich den hier hinbaue, hat er gar keine Wärme da, oder? Oh, doch, hätte sogar. Ein bisschen Wärme hätte ich. So. Dann könnte ich den theoretisch da oben. Hier zum Beispiel. Könnte es klappen. So, ist mal 100% oder was ist los? Duellerprozess. Ja, der aktuelle Prozess ist mir relativ egal. Normale Produktivität. Oh yeah. Das nickt mir auch zu. Ja, ja, das ist normale Produktivität. 93, das ist schleichende Produktivität. Ja, komm, weißt du was? Schmeiß einfach mal an. Ui, da geht die Kohle runter. Investoren, Ingenieure. Ich nehme an... Fehlt der Kaffee? Den kann man sich vorstellen. Was fehlt bei denen?
Das Ambiente Hä? ist passabel. Ach so. Es fehlt das mit den Kohlen, die Hochräder. Ich merke es bei euch auch mal. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das sind nicht mal gute Nachrichten. Okay, wo auch immer der jetzt irgendwie hin ist. Baldrin! Der ist irgendwo ins Nirgendwo. Fehlt immer noch. Der andere wartet ziemlich lange, ey. Ach, 90 geht's nicht mehr höher hoch, wa? Eigentlich schade. Hatte ich mir mehr davon erhofft. Dieses Schiff hat mich eine Stange Geld gekostet. Ich lasse sie wieder ein wenig zu Atem kommen. Natürlich, sie brauchen Zeit, um sich zu erholen. Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Das Problem kenne ich. Warte mal, dann machen wir es doch so. Wo werde ich da oben noch mit... Sie trauen mir nicht? Nun, es ist genau umgekehrt. Ja, müsste klappen. So, Es mangelt Ist er da? an Ist er da? Arbeitskraft. ist er da für die Rallala. Wir können es uns nicht. So, gucken wir nochmal hier. Also, okay. Nun, statt zu verhandeln, kann man sich auch etwas anhandeln. Nun, das ist vielversprechend. Das finde ich eben auch, guter Mann. So, Problem ist nur, weil ich die anstelle, brauche ich eben die scheiß Kohle. Zum Heizen, das klappt also so noch nicht ganz. Okay. Neue Befehle? Schicken wir den nochmal zurück. Schlachtkurs steht. Sehr gut. Du kannst noch nichts weiter irgendwie aufnehmen. Doch, mit der Kohle können wir machen, wa? Ich sollte mein Geld nicht in Ihre Insel stecken, ich weiß. Aber sie gehört ja bald schon mir. Das glaube ich eher weniger. Also, neue Route einrichten, genau. Eine Handelsroute. Keine Ahnung mehr. Wie nenne ich die? Kein Plan, spielt ja keine Rolle. Hier liefere ich also die gute alte Kohle. Zum Entladen. Dann haben wir die Konsumgüter. Was brauchen wir da, wa? Was brauchen wir da? Was brauchen wir da? Im Prinzip, Ding kann nicht schaden, was zu futtern. Ich müsste hier dafür ein bisschen mehr... Ja, er muss... Scheiße, Mann. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Das war zu befürchten. Ja, müssen wir davon herstellen. Ich habe zwar 6 Plätze, aber darf die jetzt nicht so verschwenden, wa? Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, was bringe ich zurück? Vor allem... Ja, wenig müssen die Rohstoffe, wa? Sicher Robbenfälle. Die Gänsen habe ich ja auch gesagt, wa? So, ich mache einfach mal die Route selber so fertig. Genau, weiß noch kein Schiff zu, weil... Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich das noch ein bisschen optimieren kann. Urs Flautebeker. So, ist der andere nicht langsam mal da, oder was? Ja, danke schön.
Wir bauen uns ein Luftschiff, ein Luftschiff, ein Luftschiff. Ja, wir bauen uns ein Luftschiff. Lalalala. Oh. Braucht noch viele Einwohner, wa? Wir Oder viele können Kräfte es hier halt. nicht ewig lagern. Hey, ehrlich, du... Die können nicht mal irgendwie um die Kurve rumfahren oder so. Ist das mies von denen. Es mangelt an Arbeitskraft. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, ich weiß, ich habe schon mitbekommen. Schon am ersten Mal. Okay, das da unten. Das mit der Abenteuer war Nahrung? noch nie einfach. Pemmikan ist echt ein Problem. Weil ich habe hier einen Platz schon komplett belegt. Also das Problem ist, kann ich noch eine vierte irgendwie... Ich brennt die Jagdhütte. Walfängerei machen. Oder geht es mittlerweile doch? Ah doch, wir gehen, okay. Dann die Rentierjagdhütte. Hier haben wir momentan die. Ernsthaft gehen plötzlich die Prozente runter. Ach, das ist doch scheiße. Wieso muss ich immer so kleine Inseln haben? Ganz ehrlich. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ich bin nicht so sicher. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Bankrott, der kann Keine mich Änderung? verarschen. Ja, das hier schon, aber guck dir das hier an. Oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder? Alter, ganz ehrlich, das Spiel, ey. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Jetzt soll mir der Kaffee nachgereicht werden, Mensch. Ist das Problem wieder vom Tisch? Ich will mir nicht erklären, dass kein Kaffee mehr kommt. Doch, also auf dem Weg ist er einfach sehr, sehr langsam. Lululululu. Schon ein bisschen was gemacht, aber ich möchte gerne in dieser Folge noch den Rest sehen. Also quasi, wie man jetzt das Luftschiff echt einsetzen, so. Die sehen noch kurz abwarten. Ja, wir haben noch die Bärenjagd. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich die irgendwie auch nach oben schicken soll. Wegen mehr Platz, aber das ist halt ein bisschen das Problem, wa? Und der Wärme wiederum. Hä? Da wird gehen? Das Gehen soll nicht irgendwie in die Fresse hauen? Okay, das will ich sehen. Da will ich sehen, wie du auf 100% hochkommst. Okay, ich sehe es, aber glaub's nicht. Immerhin geht es ein bisschen hoch, da ist auch schon mal etwas. Nein, da war falsch. So. Wenn wir den jetzt da haben, könnte ich theoretisch... Ja. Hier oben können wir noch ein bisschen was machen, wa? Ich brauche da ein bisschen mehr Wärme dafür. Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Ja, wir eigentlich alle. Spielstand gespeichert. Es mangelt an Arbeitskraft. So, das würde theoretisch gehen, wenn ich beide anschmeißen würde.
Oder generell jetzt ein bisschen zu wenig Arbeit, obwohl alle wieder fit sind. Warum? Weil ein Teil mit dem Luftschiffbau beschäftigt ist, ein anderer hier mit der Bärenjagd, war. Weil ich sowieso abstellen kann aktuell. Da ja auf der Insel noch alles fehlt, was wir dafür bräuchten. Das mit der Kohle irritiert mich jetzt doch ein wenig. Ich habe eigentlich kaum was geändert, plötzlich zack, bums. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Ja, kaum was gemacht, plötzlich doch zack, bums, alles im Arsch. Hier ist der Glanz bereits verblasst. Das Problem ist, ich müsste beides aktivieren, um die noch abzugraden, damit sie auch in die erste Stufe gehen könnten. Von Oberos kriege ich sowieso nichts. Nee, es müssten schon die Investoren sein, die mir ein bisschen was geben. Die Ingenieure noch upgraden, ja. Kürzlich hielt man mich für die Ehefrau eines Ingenieurs. Offenbar muss ich für die halbe Anerkennung doppelt so hart arbeiten. Die Menschen Tja. lassen sie hoch. Ich würde sagen, typisch Frau, oder? Aber wenn es gemein ist, dass du sagen, das ist leider die traurige Realität. Also, ich habe 4 davon. 5 davon, die wieder in Produktion sind. Dann schon mal von denen ein bisschen weniger. Da ist noch relativ stabil. Dafür müssen wir eigentlich die Fleischkonserve nicht mehr so viel haben, weil schon alle ständig hier rüber geschafft werden, oder? Ja, theoretisch. Wir haben genug Pelzmäntel, Brillen, Hochräder. Gehen die Hochräder da hoch? Hochräder wieder hoch. Weil ich die ja hier habe. Nicht hier. Hier. Ja, für noch mehr Kohle müsste ich halt Schmuck und Phonographen herstellen. Jedoch, wenn wir uns gucken, was wir dafür bräuchten, nämlich alles natürlich, gut, hier ist Goldschmelze. Das kann man sich theoretisch überlegen, wa? Dem Phonographen. Haben wir eigentlich genug Gold so theoretisch? Mein Kohle ist natürlich kein Problem. Wir haben Gold hier, brauchen es aber für gewisse Produktionen, wa? Gold hätten wir theoretisch genug. Ja, ist auch in der neuen Welt. Ihr müsst theoretisch Perlen importieren. Machen wir auch schon. Hä? Könnt ihr das ja alle schon machen? Okay. Wir können also eine Goldschmiede machen. Auch nur, damit wir noch ein bisschen mehr Kohle da verdienen würden. Wir haben von den beiden genug. Ich meine, von Kohle haben wir sowieso genug, also kein Problem. Jetzt überlege ich aber gerade, wofür brauchen wir eigentlich Gold? Ich weiß echt nicht mehr. Das ist ein Problem, wenn man so viele Produktionsgüter nicht täglich spielt. Einige Felder könnten Irgendwann. helfen. Schönen Ah ja, ihr Tag könnt noch. neue Felder anbauen. Ja, ja, das ist aber ganz vergessen. Und wo zum Henker haben wir Gold im Luke Einsatz? versteckt die Flaschen. Der Boss kommt. Ah, nee, warte mal. Moment. Hier haben wir die Goldschmelze. Genau, für die Uhren. Für die Uhrenwerkstatt. Ich kann also theoretisch noch eine zweite bauen. Eine zweite Goldschmelze. Und dann noch eine Goldschmiede. Das ist eine Überlegung wert für die nächste Folge, Freunde. Wenn wir mal so im Hinterkopf behalten. Also Kohle haben wir definitiv genug. Da kann ich ruhig ein bisschen was exportieren oder auch hier nochmal neu bauen und so. Auch für die Rentierjagdhütte, weil wir brauchen definitiv mehr. Also wir brauchen mehr Pemmikan, wenn wir es eben auf der anderen Insel exportieren können. Gut, das wird zwar funktionieren. Jetzt aber... Oh, Herrn, ist noch nicht fertig. Also eigentlich noch Wärme hier oben? Nö, Wärme fehlt. Ich verschaffe dir ein bisschen Wärme.
Ja, da kommt gleich, Machen wir noch den da unten auch wieder an. Die Walfängerei. So, jetzt müssen wir aber definitiv ein bisschen ausbauen hier. Lava, da haben wir jetzt mal dahingestellt. Sehr hoch. Kann die aber theoretisch auch davon da wegnehmen, woanders hin platzieren. Bauende Schiffs beendet, sehr gut. Dein erstes verflixtes Luftschiff. Ich wette, du fühlst dich leicht wie eine Feder. Das so ungefähr. Nun kann die Suche wirklich beginnen. Von weit oben sieht die weiße Fläche schon endlicher aus. Ah, eine arktische Hochebene besiedeln. Ach, so funktioniert Falls das. du es nicht aus dem alten Archie rauspressen kannst. Ich habe gesehen, wie im Norden Gas aus dem Boden kam. So funktioniert das Ganze. Setzen Sie die Suche fort, wo wir sie abgebrochen haben. Dort, wo die Hades und die Styx zurückgelassen wurden. Ja, Moment. Funktioniert das jetzt genau? In meinem Transfermenü geht natürlich so jetzt nicht. Einem von ihnen. Ich werde ihnen helfen, sie zu finden. Einer der Eloid bietet an, sie nach Norden zu begleiten. Ich wäre nur ein Hindernis. Ich erwarte sie auf der anderen Seite. Ja, das ist soweit klar, gar kein Thema. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, wie kann ich denn jetzt hier irgendwas... Das klappt mit dem Hafen, mit dem Konto, Alter, ist das geil. Okay, das ist echt mega. Das ist ja... Alter. Jetzt kann ich hier aber quasi sagen, okay, gut, wir gehen nachher hier rüber. Also das ist das, was mich schon gewundert hat. Wie zum Henker soll ich... Nicht auf der Insel. Wie zum Henker soll ich zum Beispiel hier... Ich kann hier gar nicht nirgendwo ansiedeln. Und wenn ich auch irgendwo ein Konto hier machen könnte, wie komme ich hier am Berg hoch? Aber jetzt ist klar, jetzt man auf das verkackte Luftschiff. Weil ich mich frage, ist irgendwie Luftrichtung auch dafür wichtig? Die Waffenruhe wurde beendet. Also sprich, würde ich in Luft, wenn ich jetzt Luftrichtung ist jetzt nach Süden, nach unten. Wenn ich jetzt nach Norden fliegen würde, wäre ich dann langsamer? Oder hat es damit momentan gar keinen Einfluss? Alter, okay, das sieht episch aus. Müssen wir ganz kurz gucken. Gasförderstätte, ich muss eine Gasförderstätte bauen. Dann bauen sie Gaspumpen. Alles klar. Das heißt, ich kann die einfach dann so bauen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Aber wie zum Henker kann ich einfach eine Baustätte auf so direkt bauen? Die Waffenruhe wurde beendet. Von ihm hier aus muss er doch erstmal ein Konto errichten. Erwarte neuen Kurs. Wie klappt das nachher mit diesem Schiffchen? Das ist die große Preisfrage. Ich weiß aber auf die beiden Dinge. Alles klar, voll Wärme. Was? Eine Gasförderstätte braucht Wärme. Leg mir doch am Arsch, ey. Ist Gas, soll man eine Gasheizung erfinden? Menschenskind, ey. Aber, wie dem auch sei, es ist geil, Freunde. Den Rest werden wir das nächste. Pfui, alter Schwede. Warte mal, sehe ich das Teil überhaupt da oben? Ich seh's! Was blubbert hier eigentlich so? Blub, blub, blub. Ah, hier, was hier rauskommt. Oh, wir verrecken hier oben alle an der arktischen Krippe. Ja, dann mach mal. Luftschiff hin. Ah, da. Mann! Geh mir aus dem Weg hier. Geh mir aus der Sonne, auch wenn du der Mond bist. Was? So, komm. So, jetzt aber. Unser erstes Luftschiff, Freunde. Und ich glaube, das könnte echt mega geil werden, der Handel. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.